Moien a wëllkom an enger neier Episode vu Green. Haut leieren wir Nadja kennen an d'Equipe vum Surveillance l'Environnement naturel. Aber ihr mir an Grings ginn mache mir firteicht e klenge Stopp am Büro. Kommt mat! Ja? Moien! Hallo! Sind Hanna, schön dich kennenzulernen. Ja, ich mich auch. Und ich gesehen, heute Bonn geht noch weil viel Geringes. Ja, hier ist effektiv auch ganz viel Geringes, ja. Ja, wir sind froh mit der Vegetation. Das Neue ist, dass als Equipe den Entretien von der Vegetation lernt, Streusewunden und lernt die ganze Reise, das heißt durch ganz Land, geriert und koordiniert. Und ich meine, das Thema Umweltschutz ist ja auch momentan immens aktuell, oder? Ja, das ist ein ganz aktuelles Thema und betrifft auch die Vereine und eben halt auch sehr well. Das Thema Umweltschutz dann etwas, was dich schon dein Leben lang interessiert hat? Nee, sech net, dats méi etwas bei dem Laufen der Jahre so entstanden ass, also durch verschiedene Stagen, die ich gemacht habe in meiner Jugend, ass halt die Conscience ökologique opkom. Und ja, dann habe ich entschieden, Umweltstudien zu machen und wir ich auf der CRL. Flott. Also wie ich das gesehen habe, ist die Equipe relativ jung und auch rezent, oder? Ja, das Equipe ist ganz neu gegründet worden. Und das von der CRL gegründet worden, für den Naturschutzvolley mit dem Eisenbundsvolley zusammen zu kombinieren und ja, zu probieren, Hand an Hand zu gehen. Ich habe aber nur eine kleine Bitte an dich. Zu mir? Wäre es möglich, Konkretes zu sehen? Du willst auf den Terrain. Effektiv. Da kommen wir gehen auf den Terrain, ich weiß nicht. Ja. Nadja, schon eine kleine Frage an dich. Dein Job geht ja am Anfang nicht nur darum, Unkraut zu rappen, oder? Nee, das ist schon ein bisschen kompliziert wie das. Also, ich und meine Equipe sind für den Entretien von der Vegetation Landstreusebund zuständig. Das heißt, wir probieren den Entretien von der Vegetation so schön wie möglich zu machen. Das heißt, wir ja, natürlich so viel wie möglich schonen. Und wir müssen aber auch lauter Sicherheitskonsigne von der CRL respektieren. Das heißt, ja, so dass den Zucht dann noch kann sicher fuhren, also ohne dass irgendwelche Vegetation dann hier steuern könnt. Und wir müssen aber auch legale Kader respektieren. Okay, und das ist bestimmt nicht immer so einfach, oder? Nee, das ist so ein bisschen kompliziert, aber wir packen das aber schon und wir finden immer Lösungen. Aber ich stelle da den Manuel vor, er schafft mehr Terrain und hier kann er bestimmt dann noch ganz viel mehr praktische Sachen weisen. Super, ganz gerne. Moin Manuel. Moin Hanna. Schon eine kleine Frage. Gartenarbeiter, so wie ich sie kenne, die gehen bestimmt nicht egal wenig gemacht, oder? Du hast recht, also muss mir wirklich für alle Jahre muss mir einen fixen Kalender respektieren, was die Untersamen gleichsam von umgeht. Das ist so, dass wir für alle Saison ein Hackprogramm aufstellen und du kannst eben dann pro Tranche wirklich dann voraus geguckt, wie dann wo geschnitten wird. Und voilà, das ist eben so, dass wir als Surveillance dann auch in dem Programm dann halen, für die noch dann im Terrain umzusetzen. Und schon dass da ganz gut muss auf Meteo passen, oder? Das stimmt noch, das so, dass wir eben gucken, wie es dann gerade draußen ist, wenn natürlich Situationen draußen ein bisschen schwierig sind, wie zum Beispiel am Regen oder so, oder das stürmisch oder fällt Schnee. Sogar auch von dem Terrain dann rutscht, dann muss man es dementsprechend dann noch dabei passen. Nadja, die frische Luft, Action, die Natur. Das ist wirklich ein Job, den nicht langweilig ist, oder? Nee, langweilig ist es wirklich nicht. Und ich denke noch, dass viel wird evoluieren noch in nächster Zeit, weil wir sind ziemlich schon gekippt. Wir müssen das heißt, an der Equipe als Gleichgewicht finden, wir müssen aber auch intern auf der CRL als Gleichgewicht finden. Und auch mit externen Entreprisen muss man mit externen Akteuren, so wie Gemeinden oder anderen Leuten, muss man als Gleichgewicht finden. Und dafür ich denke, so wie wir lo funktionieren, sind wir noch nicht an unserem Ideal angekommen, wie wir uns das vorstellen. Wir schaffen halt trotzdem hin. Wir wissen noch nicht so genau, wie das Ideal wird ausgesehen, weil auf ihrer Mesure, wie wir weiterkommen, stellen wir fest, dass verschiedene Ideen, die wir hatten, so nicht realisabel sind, weil die Faktoren limitants halt. Und dafür geht immer kontinuierlich alles adaptiert. Und voilà, also ich freue mich, wenn wir das Gleichgewicht sollten haben. Wir können aber so, dass aber gerne neue Leute immer sicht. Ja, wir werden ganz bestimmt das vergrößern, weil wenn man das Gleichgewicht bis vorn tut, können die noch vielleicht auch probieren, über das Entretien von der Vegetation rauszugehen, aber dann noch vielleicht auch Biodiversitätsprojekte en Platz zu setzen. Das kennt aber ein Terrain, weil wir haben verschiedene Terrain, die dann vielleicht sich dafür präsentieren. Und ja, das wird ziemlich flott.
Super. Sondern viel muss Merci, dass du der Zeit geholt hast, für mich ein bisschen Mat an dein Alltag mal zu holen. Ma ganz gern. Bis geschwind. Bis geschwind. Auf an dir ihr Brett fehlt ihr den Herausforderungen von der Umwelt zu stellen, dann meld dich auf jobs.cfl.lu.